Willkommen zurück hier zum Let's Play von Jack the Ripper. Ne, natürlich nicht ganz, ist eigentlich das von Assassin's Creed Syndicate, 20 Jahre später mit dem Jack the Ripper DLC. Und dieser Jack the Ripper, der ist sowas von krank. Ich meine, wir haben mittlerweile ein paar Dinge erfahren über ihn, über seine Vergangenheit, aber trotz allem, das ist einfach so ein krankes Schwein, ich dachte echt schon, fing also damals, ich überlege gerade, welche Typen waren das, nicht nur Sterix, sondern auch der andere Typ noch. Die wir als im Haupt-Let's Play nachher platt gemacht haben. Oder vor allem dachten, ja, der wäre verrückt. Der ist ja harmlos im Vergleich zu Jack. Ein Tor wäre da unten, das Jacks Bluttaten setzen sich fort. Was da haben die jetzt da? Haben die Angst oder was? Jo, Problem ist nur, da kommen wir nirgends durch. Schön. Blasted devil citron, give up your juice! Rip it! That's the game! That's the game! Let's game! Was? Das war Nummer 1. Wo können wir auch ein bisschen Speedrun? Warum auch nicht? Ah, da noch einen der Goldtouren, die ich schon ein bisschen vermisst habe. Wo nicht hinkommen, verdammter Mist! Ah, Spiel, hör auf zu laggen, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Na gut, die Frage ist, greifen die mich überhaupt an oder sind die so verrückt, dass die... Ja, sind zwar verrückt, aber nicht blind. Du, Schlösser knacken, la. Gibt ja eigentlich noch viele Goldtruhen hier, wa? Gut, ich weiß, es ist jetzt wieder eine, die... Ja. Die für diese Mission explizit die ist. Natürlich sehe ich jetzt nicht, ob es noch mehr hat. Kann man gerade irgendwie so hochziehen, wäre natürlich auch geil gewesen. Also könnte er mich theoretisch erwischen. Komm schon, geh in die andere Richtung. Dann kann ich mich da hochschleichen. Ja gut, das ist eine andere Variante. Wenn du direkt runterkommen willst, kein Problem, Kumpel. Schöne Aussicht. Von Ivy nichts zu sehen. Ja, scheiße. Na, gehen wir weiter, wa? Uhren langziehen und gut ist. So. Und das auch mal. Dann natürlich direkt weiter. So, vielleicht das Angstgas bald mal. So weit weg ist er gar nicht mehr. Ups, was macht denn der? Well done! Well done! Hurrah! Hurra! Hurra! Kommt dann jetzt wieder hier hin, oder wie ist es los? Ja, Mann, ich bin Sprinter! Ich komme aus Springfield! Nö, nicht mehr. So, der kommt sicher auch. Nö. Gut.
da entlang. Ups, haben wir jetzt gesehen? Nicht gut. Ich wollte gerade... Ah ja, wollte gerade sagen, geht doch noch. Ich wollte gerade sagen, Ivy geht doch mal Runden durch. Autsch! Das muss wehtun. Wenn er keine Angst hat, hat er natürlich auch keine Angstgas. So, ist natürlich auch klar. Wohin kommen wir vielleicht hier runter? Runter schon, bin nur ein bisschen falsch hier. Ups. Mann, ey. Oh. Was, ich wollte gerade... Will ich ihn eigentlich killen? Was macht Ivy? Einfach wegschubsen. Ist natürlich auch eine Variante, aber nicht die ich gerne gehabt hätte. So, ich muss da hin. Sag mal Hallo, wa? Ja, sonst können ein paar, kann natürlich wieder mal ein Angstgas einsetzen. So. Die kann man nicht mehr in die Quere. Wie komme ich jetzt da rein? Mehr von Jacks Spiel. Es wird sicher eine Botschaft für mich geben. Geht die eigentlich auch, wa? Die Beute wird dir gefallen, aber du musst tief in den Abgrund steigen, um sie zu erreichen. Beute gefallen. Dort wird Jack seine letzte Falle zuschnappen lassen. Das könnte dementsprechend natürlich auch Jacob sein. Hoffen wir es mal nicht. Du bist doof! Nein, du bist döfer! Was ist denn das? Die sind noch döfer. So, was willst du jetzt noch? Jack im Keller finden. Ja, das wäre zu schön, wahr, dass ein Jack echt da unten wäre. Das glaubt Ivy wohl selbst nicht. Vor allem eigentlich sind sie Verrückte, und trotzdem können die uns natürlich direkt angreifen und ganz normal catchen. Also, naja. Haben ein bisschen weit hergeholt. Ist das Jacobs Stimme? Jacob? Willkommen zum Familienfest, Ivy.
Von Klamotten her und so könnte es... Warum hat das Bein so seltsam angewinkelt? Oh oh. Die Welt ist von einer Karte. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Wenn man selbst überraschend so einfach wäre. Erbarm! Das ist zwecklos. Was zum... Die Welt ist von einer... Zwecklos. Ich suche einen anderen Weg. Lass dich nicht lachen. Versuch doch mal was anderes. Erbarm! Ich kann ihn nicht überwältigen. Ich muss hinter ihm gelangen. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Lass dich nicht lachen. Na gut, ich kann kontern, aber was bringt mir das großartig? Das ist zwecklos. Das führt zu nichts. Ich sollte versuchen, mich anzuschleichen. Versuch doch mal was anderes. Erbarm! Versuch doch Also mal müsste ich was weg. anderes. Die Welt ist von einer Krankheit befallen, Ivy. Sie schwächte unser Credo. Ich kann ihn nicht überwältigen. Ich muss hinter ihm gelangen. Das habe ich gerade versucht, Ivy. Lass dich nicht lachen. Das ist zwecklos. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Mann, Ivy, jetzt macht doch nicht so einen Quatsch hier. Aber jetzt bin ich hier. Ich stürze mich auf das Übel, auf die Fäulnis und den Mist dieser Stadt und reiße sie heraus. Wir werden wieder reinschauen. Die Assassinen werden sich erheben. Und Das führt zu nichts. Ich sollte versuchen, mich anzuschleichen. Ja, du bist gut, du versuchst das schon die ganze Zeit. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Wenn ich in den Schleichmodus gehen will, klappt nix. Die Tarnplatten drauf oder was ist los? Wir werden wieder reinschalten. Die Assassinen werden sich erheben und So, jetzt vielleicht. Jacob dachte auch, er könnte es. Dass ich echt hier erst noch irgend so ein Versteckspiel machen muss. Du kauerst in den Schatten. Glaubst du immer noch, du könntest dich verstecken? Ja, durch gerade. Sind eigentlich vorbei, da kann man dann noch durch. Aber, Komm raus, Schwester. Leiste Jack Gesellschaft. bist du Verdammt. Katze oder Maus? Ich habe keine Lust auf deine Kinderspiele. So feige und unfähig wie dein Zwilling. Versuch doch mal was anderes. ah, scheiße, wieso hat er mich jetzt gesehen? Los, ich suche einen anderen Weg. Lass dich nicht lachen. Ne, bringt alles nichts. Jetzt ziehen wir auch überhaupt nichts ab. Ich muss weg hier. Jetzt ist meine Zeit. Jacob ist erledigt. Und du musst wählen. Verstecken wir uns? Ha! Dank deines Bruders kenne ich alle Tricks, Assassine. Ach ja, den hier auch schon? Die Menschen müssen uns fürchten. Das weiß Ups, ah, wir machen jetzt so einen Quatsch. Uah, weg hier. Verstecken wir uns? Ha! Dank deines Bruders kenne ich alle Tricks, Assassine. Oh, ich habe sogar noch ein, zwei Tricks mehr, die du noch nicht kennst. Komm raus, Schwester. Leiste Jack Gesellschaft. So, jetzt aber, komm.
weiß, du gibst Jacob die Schuld am Tod deiner Mutter. Aber nichts entschuldigt deine Gräueltaten. Jacob war wie ein Vater für dich. Du hast sein Vertrauen verraten und das Credo befleckt. Die Lämmer müssen geschlachtet werden. Und da ist er wieder. Der ist natürlich nervig, keine Frage. Ich bin kein Monster! Du wirst mich nicht in ein Monster verwandeln! Mehr als merkwürdig. Du wirst mich nicht in ein Monster verwandeln! Das war's mit Jack the Ripper. Wir sind doch gleich, du und ich. Oh, Jack. Du warst ein Assassine, ja. Aber wir sind nicht gleich. Deshalb muss die Erinnerung an dich für immer gelöscht werden. Ruhe in Frieden, Jack. Du und dein verkommenes Gefolge. Jacob. Miss Fry. Gar Was in nichts, Gottes Inspektor. Namen ist hier vorgefallen? Hier ist nichts vorgefallen. Glauben Sie mir, Jack the Ripper ist tot. Inspektor! Helfen Sie mir, Frederick. Niemand darf erfahren, dass der Ripper ein Assassine war. Inspektor, die Journalisten sind hier. Diese Aasgeier sollen sofort verschwinden, ist das klar? Es ist vorbei, Jack. Ich bin hier. Jack the Ripper. Tja, in diesem Sinne, Ende gut, alles gut, war. Wobei ich jetzt doch sagen muss, dass wir jetzt ein paar Dinge dann auch das überrascht haben. Wenn es am Schluss jetzt noch so, sag ich mal, schnell vorbei war. Ich dachte jetzt echt, dass wir nochmal irgendwie 1, 2 Folgen nochmal geben, vor allem bezüglich auch dem Endkampf. Dachte, war schon eigentlich episch, natürlich auch schon, dass man bei Jack ein bisschen hintenrum muss und so weiter. Ja, ich weiß, klingt gerade ein bisschen doof. Nee, vor allem da auf normale Eevee-Mission, du hast gar nicht gesehen, ist es das die Endmission oder so etwas? Sieht man gar nicht direkt. Nach Jacob hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass Jack bei ihm jetzt nicht irgendwie noch ein Exempel statuiert hat. Und dementsprechend ja, hergerichtet hat, sag ich jetzt mal. Also dafür, dass Jack jetzt doch den ganzen Parts hindurch so dargestellt wurde, als wäre der verrückteste Typ überhaupt auf der Welt. Wurde hier, wie ich finde, jetzt am Schluss doch fast noch ein bisschen verharmlost. Da hätte man jetzt bei Jacob noch ein bisschen mehr, nicht erhofft natürlich, nee, um Gottes Willen, aber doch noch ein bisschen mehr befürchten können. Gut, es geht natürlich, ja, sag ich mal, gut, man hat jetzt nicht viel gesehen. Er hat noch beide Arme, beide Beine, hat sein Auge aufgemacht, das andere vielleicht einfach nur verprügelt oder aber sogar rausgeschnitten, weiß man jetzt auch nicht. Jack würde ich in diesem Sinn alles zutrauen.
was am Schluss jetzt dann noch einerseits interessant fand, ich sag's anders, was ich einerseits gut fand, andererseits aber auch ein bisschen schade, dass man das Gesicht von Jack nicht gesehen hat. Weil Jack the Ripper ist halt ein Mysterium. Klar kann es immer wieder in den Gesicht passen und sagen, das ist Jack the Ripper in der Vision und so weiter. Aber jetzt haben wir das hier dann noch, ja, wie gesagt, einerseits schade zum Sehen, ist er vielleicht auch irgendwie verstümmelt im Gesicht oder wie auch immer. Einfach einen verrückten Gesichtsausdruck. Aber das und vieles mehr wird für immer ein Geheimnis bleiben hier bei Jack the Ripper. Jo, ansonsten, ja, ist vielen Teilen etwas Neues. Wie gesagt, man hat da neue Kampfaktionen gehabt und das mit dem Angstgaben hat auch noch sehr, sehr interessant und sehr gut umgesetzt. Guter Spieß, haben sich auch besser in Szene setzen können. Ich habe es jetzt da weniger gemacht. Vor allem mit Eevee bin ich halt doch eher so der Messerfanatiker. Angstgas, doch, gar kein Problem. Hab ich gerne eingesetzt. Ja, und das andere halt dann noch mit Jack selber. Klar, dass man das Ganze aus seiner Sicht sieht, ist verständlich. Hätte ich auch so gerne umgesetzt gehabt. Was ich einfach ein bisschen schade fand oder übertrieben war, vor allem wenn man diese Einblendungen von wegen, du musst das und das machen, diese verrückten Schrift. Entschuldigung. Und dann noch irgendwie so die epileptischen Anfälle fast ausgelöst hätte. Was Assassin's Creed Brand. Okay, vielleicht ein Hinweis auf den nächsten Titel, keine Ahnung, der ja offenbar in Ägypten stattfinden soll. Angeblich, ob es aber also bisher waren die Assassin's Creed Spiele ja von der Reihenfolge ein bisschen nacheinander, außer Black Flag, das war jetzt vor dem 3. Teil noch. Aber in dem wird man natürlich freuen, wenn langsam mal die Assassin's Creed rein in die Gegenwart kommt. Nicht nur da wegen Animus und so weiter. Und echt generell, dass man damals sieht, oder zumindest auch während dem Zweiten Weltkrieg, klar, wir hatten eine Sequenz zum Ersten Weltkrieg, was war während des Zweiten Weltkriegs? Da die Assassinentempel auch irgendwie mitgemischt haben und sind halt von da, die noch irgendwie zu einem anderen Gegenstand führen, vielleicht sogar zur Bundeslade, war gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr an andere Filme angehaucht. Aber trotzdem bezüglich den Edenäpfel, Edenstücke, Entschuldigung, Edensplitter von mir aus, kann man noch so vieles einbauen. Ägypten, natürlich auch sehr geil, haben auch schon ein paar Anspielungen gehabt in der Serie. Von dem her, jo, kann natürlich weitergehen. Ansonsten das DLC jetzt nochmal ganz kurz zum Sagen. Generell fand ich Assassin's Creed Syndicate sehr, sehr geil. Jetzt im DLC fand ich jetzt gut, Jacob, dass nur noch gesagt hat, ja, nur noch Eevee und Jacob wurde halt gefangen genommen. Kann man durchaus so machen. Natürlich waren es weniger Missionen. Aber die Aktivitäten fand ich jetzt viel zu viel. Ganz ehrlich, wenn du in Eevees Haupt bist, du weißt, der Bruder wurde entführt, seit einem Monat ist er vermisst, du weißt, ist er tot oder noch lebend und dann eben der Jack the Ripper. Du erfährst so halt nach und nach, dass Jack halt auch ein Assassine war und er mordet weiterhin und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, also da keine Zeit, um dich noch irgendwie um Goldtruhen oder Aktivitäten zu kümmern. Daher, also ich finde, die Aktivitäten hätte man hier auch streichen können oder zumindest sehr, sehr viel kleiner machen. Weil das war dann doch ein bisschen, wenn ich sagen musste, nee, jetzt wird doch das Spiel durchspielen. Nämlich ständig da irgendwie um die Aktivitäten kümmern, die, ja, doch, ist einerseits cool. Für den anderen wird vermutlich sagen, ja doch, die Aktivitäten, ich gerne alles 100%, mache ich gerne. Für jemanden wie mich, der sich da doch sagt, der Hauptspiel ist doch im Vordergrund, nicht dass es Sidequests oder Nebenaktivitäten, wie auch immer, dass eben diese Aktivitäten irgendwie die Überhand nehmen sollen. Ja, unnötig. Finde ich unnötig. Trotz allem geiler Titel, ja, hat soweit auch alles gestimmt. Ich hatte so teilweise das Gefühl bei DLC jetzt hier technikmäßig, ist teilweise ein bisschen mal bei der Synchro, was man abgehackt hat. Obwohl man ja unten bei der Übersetzung gesehen hat, da fehlt eigentlich noch ein, zwei Wörter, plötzlich fertig. Und auch sonst ab und zu Ruckler hatte. Also ich weiß nicht, mir ist der PC gleich wie zuvor. Gut, die Version hat es ein bisschen geändert, glaube ich. An einem Update halt seit dem Original, also seit der Hauptstory halt. Aber hat das Gefühl, in der Hauptstory hat es weniger Ruckler und Bugs gehabt als jetzt hier im DLC. Ja, was soll's. Jo, soweit jetzt als Jack the Ripper, wird also in Vergessenheit bleiben. Die Wuchs werden wieder zurückkommen, also wieder zu den Guten gehören, von Jacob und Eevee. Das kann ich mal ganz kurz erzählen wegen Lydia oder wegen, doch Lydia. Da wir im Ersten Weltkrieg gezockt haben, da gab es dann noch so eine Datenbank, stand halt etwas wegen, dass Lydia halt in London blieb und ihre Großeltern sicher gebracht hat. Ich glaube, da wurden sogar Eevee und Jacob noch erwähnt. Das heißt, obwohl Eevee eigentlich jetzt in Indien lebt oder bei Henry, ist vermutlich während des Zweiten Weltkriegs wieder zurück in England und ja, wurde dann sicher gebracht, weil eben das ist ja dann,
Noch ein bisschen später, 1903, 4 so ungefähr, denke ich mal. Und das ist natürlich eine Zeit, wo Evie und Jacob dann noch älter sind, 50 bis 60 rum, und dann natürlich nicht mehr aktiv im Geschäft sind. War sicher, sie trainieren noch ihre Enkelin und so weiter, stand auch etwas von. Aber alles andere, ja, mussten halt sie gucken. Und deswegen, weil eben da gab es ja keine Hinweise von wegen Eltern und so weiter, dachte mir auch schon, Jack the Ripper könnte vielleicht ein Verwandter von Evie und Jacob sein, vielleicht sogar Sprungfeder-Jack. Aber ja, jetzt ist eben noch nicht, wann genau ist es, ja, wie wurde Jack eigentlich genau geboren, ja, sag's mal so. Das mit ihrem Haus und seiner Mutter und so weiter. Sie kannte offenbar Jacob, Jacob hat ihn dann da rausgeholt und auch trainiert. War das nach Derricks Tod oder während? Weil eben da gab es nur den Hinweis, dass Derricks Männer sie getötet haben. Andererseits gab es auch einen Hinweis, dass sie eine Assassinin waren. In London gab es, glaube ich, abgesehen von Henry, bevor halt die Fry-Zwillinge kamen, gar keine Assassinen. Also muss es ja eigentlich nachher gewesen sein, wo noch war sie auch Novizin. Und deswegen, ja. Da war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, auch eine sehr traurige Geschichte und eine verrückte Geschichte trotz allem. Und jetzt aber bleibt das Geheimnis von Jack the Ripper für immer und ewig ein Geheimnis. So, spulen wir ein bisschen vor. Aber vielleicht kommt hier am Schluss in den Credits noch etwas. Ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit dem Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Sind trotzdem nur 69 Parts geworden, keine 70. Gut, 69 ist auch eine schöne Zahl. Zwar keine verrückte Zahl, aber passt trotzdem gut zu einem Abschluss des Let's Plays. Wie gesagt, ich könnte natürlich noch ganz Aktivitäten machen, alles 100% machen, will ich aber nicht, das ist dann doch zu viel des Guten. Und ich finde immer noch, bei einem Assassin's Creed Spiel geht es um die Story, damit wir da alles ein bisschen aufdecken, natürlich auch alles Interessante, sagen wir mal, entdecken. Also zum Beispiel das mit dem Geheimnis von London wegen dem Aegis-Anzug natürlich auch noch wichtig. Und daher freuen wir uns natürlich auf das nächste Assassin's Creed Spiel. Also das ist halt die Frage, kommt das, was dann in Ägypten stattfinden soll, obwohl das glaube ich erst 2017 rauskommen soll. Deswegen natürlich die Frage, warte ich bis zum ersten Assassin's Creed Let's Play damit oder kommen bis dahin die anderen Teile, die ich noch verpasst habe? Sei es der erste Teil und der zweite natürlich halt die mit Altair und ja. Ich weiß keinen Namen nicht mehr. Ich trottel. Moment, Altair und Moment, wie ist anders schon wieder? Ist das nervig? Und vor allem peinlich. Ja, halt Assassin's Creed 1 und 2, da gibt es noch Brotherhood und Revelations. Dritte Teil bereits Let's Play, das ist auf der Wii U noch, eventuell mal ein Re-Let's Play, auch weil ich jetzt natürlich ein bisschen besser Bescheid darüber weiß. Dann sicher mal noch der vierte Teil und Rogue, die sowieso, also Black Flag und Rogue kommen garantiert noch und der Rest. Mal gucken natürlich auch, ob es überhaupt noch wollt, also diese Spiele der Reihe noch Let's Player. So wird die Frage, was geht jetzt noch ab? Es ist wieder mal Evie, okay. Ich meine, jetzt weiterzocken, einfach im Sinne von noch Aktivitäten machen, so Part 70, oder? Und noch abzuschließen. Nö. Weil es noch etwas Spannendes kommt, würde ich sagen, okay, gibt es noch einen Part, aber ja, auch mit dem Whitechapel interessant. Ist Jacob irgendwo, dass es Jacobs Wohnung war? Ja, aber Jacob selbst nicht. Sieht echt so aus, wa? Wir haben jetzt die Erinnerung 3 von 3, 2 von 2, alles abgeschlossen, fehlt noch eine Goldtruhe. Wenn ja dann noch nicht, genau, hier oben fehlt eine Goldtruhe, noch die ganzen Aktivitäten. Aber sonst ist nichts mehr, wa? Das Ende der Geschichte. Totaler Takedown, okay, die kann noch ein bisschen verfeinern. Schattenspieß. Noch gar nicht gemacht. Danke, Ladies. Angst vor Gespenstern. Den haben wir schon ein bisschen eingeschüchtert. Was? Erinnerungen? 100, 180, 90? Hä? Also vermutet die Dinger, aber die Aktivitäten noch. Da gibt es sonst irgendwas zu tun hier? Schrecken des Reapers, oh. Ja, ob sie das wirklich tun würde, einfach nur um an ihn zu erinnern, bezahlt ich jetzt ein bisschen.
Mal die ganzen Farben hier, war. Ne, aber sonst gibt es nichts Neues. Haben wir vielleicht noch ganz kurz noch irgendwie einen Eintrag hier über vielleicht Gruppen, die können Kriminellen. Ach so. Gegner, wie sieht es mit Jack the Ripper aus? Gab es jetzt noch etwas bei ihm? Jack the Ripper. Gibt echt nichts Neues. Geht seitdem als tot? Ne, er lebt noch, keine Sorge. Nee, Arthur Weathersbrook. Ja. Nö, das war's in diesem Sinne, oder? Gibt jetzt nichts mehr. Lambeth, kommt noch ganz kurz. Die Anstalt, ja gut. City of London, schön. Da kommen nochmal die alten Gebiete zurück, weil ich etwas vergessen hätte. Nö. Das Spiel ist also einfach so, nö. Was erobert City of London 0%, Whitechapel 0%? Hey, hat das schon einer oder andere von diesen Dingern hier gemacht? Schauen wir nicht genug oder gar nicht oder keine Ahnung. Nee, Freunde, wieder mal Dank fürs Zusehen. Das war's hier mit Assassin's Creed Syndicate komplett. 69 Parts. Naja. Nicht die schönsten aller Zahlen, aber es geht. Wir haben von dem alles gezeigt, was sicher mal interessant war. Und würde sagen, wieder mal Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Abenteuer. Sei es ein Assassin's Creed Spiel, wie gesagt, Teil 1, Teil 2 plus Black Flag Rogue sind noch die ich sicher auf dem Petto habe. Dann noch andere und da gibt es halt noch die Spin-Offs und so, bei Spin-Offs muss ich eher weniger, aber vielleicht noch Teil 3 noch mal Let's Playen soll. Let's Play halt ist mal auf dem PC. Sicher wegen der Grafik auch, andererseits halt wegen ganz Verständnis und so weiter. Alles schön komplett zu haben. Jo, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, vor allem eben da auch wegen Teil 1 und Teil 2. Weil Rogue und Black Flag kommen garantiert, also Black Flag zumindest schon mal aufgenommen. Rogue muss ich noch, hat aber nur einen Let's Test gemacht, stimmt. Den wir komplett aufnehmen. Aber da sicher Bock da, dann wäre sicher auch kein Problem. Und Teil 1 und Teil 2, falls ihr denkt, jo, wäre sicher noch geil, komplett 3 zu haben mit allen Hauptspielen sicher mal. Unity habe ich auch und 3 und da, jo, mit Syndicate halt auch. Und ansonsten halt, würde man sagen, sicher auch bis zum nächsten Assassin's Creed Spiel, dann halt in Ägypten. Vermutlich vielleicht auch nicht, mal gucken, wann es halt mal so weit sein wird, wa? Bis dahin, ciao zusammen!